Unsere Geschichte Nummer 5. Ditmal wollen wir anfangen mit uns noch mehr vertalen von unserer Voorvaders ihre erste Broodaschaft in Manitoba. Von der Oldkolonie ihre erste Broodaschaft in Manitoba vertalt ältester Isaac am Dick me in Mexiko mal so. Hij zei ältester Johann Wieb, die de Fürstenländer en zum Teil ook de Oldkolonie ihre Uitwanderung von Russland naar Kanada leid, die hield eine Broodaschaft auf bei de Immigrantenhäuser in Fort Dufferin von der Emerson, noch eher de Lied von dort anfangen op de Wassersalben abzutragen. En op diese Broodaschaft, seht Isaac Dick, wir einstimmig beschlossen worden, dat ihre Gemeinde in Manitoba den Schritt zurückgehen will, den sie in Russland alweer toweit mit der Welt mitgegangen. Dat meint, sie wollen hier in Kanada weiter, nicht mal in ihre Kirchen, aber auch in all ihre Schulen die lange Wiesen singen. Und dat meint, in all ihre Schulen soll man weiter so unterrichten, als die Oldkolonie in Russland verkornig seine Schulreform unterricht haben. Alle Schullehrer sollen hier in Manitoba weiter mit den Mennoniten ihren von Preisen mitgebrachten, verplautdietschten Alphabet die jüdische Wörter aussprechen. Und sie sollen hier nun nicht mehr die Zollenwiesen singen, die Oldkolonie in Russland all über 30 Jahre immer in ihre Lehrerschule und in all ihre Dorfschulen gesungen haben und auch in die Fürstenländer ihre Schulen, solange als sie auf die Fürstenlandkolonie gewohnt haben. Auch thuis im eigenen Haus soll man im neuen Heimatland nicht mehr Zollenwiesen singen. Die Zollenwiesen heiten auch Choralwiesen. Dort bei uns sogenannte Zollenwiesenbuch heit eigentlich Choralwiesenbuch. Dort Zollenwiesen singen, dort jüdische Wörter mit ihrem rechtmäßigen jüdischen Alphabet aussprechen, dort verbeterte Schulbücher brocken um die Kinder unterrichten, und alles, was die Schulreform über die letzten 30 Jahre in ihre Schulen in Russland hineingebracht hat, dort nannt ältester Wieb weltlich, nur dort wird ältester Isaac am Dick mir damals vertalt. Entweder noch ab diese erste Broodaschaft bei den Immigrantenhäuser, so es Isaac am Dick benannt, oder bald nach dem wählten die erste in Manitoba angekommene Oldkolonie sich ein Koloniesamt. Isaac Miller, der von Niharst aus der Oldkolonie kam, ward gewählt als Vorsteher. Peter Wiens, der von Kronstall aus der Oldkolonie kam, ward als Vorsteher Helper gewählt, und Franz Freis, der aus dem Fürstenland kam, ward als Koloniesamtschreiber gewählt. Und damit hatten die neuen Einwanderer in Manitoba ein Koloniesamt und es steht ein Gebietsamt, so als sie dort in Russland gehabt haben. Also, ihr Koloniesamt bestund nur aus einem Vorsteherhelper und einem Schreiber. Sie hatten in Manitoba nicht mehr ein Gebietsamt, das aus einem Eberschuld, einem Sekretär und einem Schreiber bestand und Regierungsmacht hat, aber ein Koloniesamt, das die Kolonisten ihre Selbstverwaltung rannen soll, ohne Regierungsmacht. In der Lehrdienst stund von hier an über die Oldkolonisten ihr Koloniesamt. Das heißt, die Ältesten hatten immer das letzte Wort bei wichtigen Entscheidungen und nicht die Vorsteher. Dort beide, Isaac Miller und Peter Wiens, die beide aus der Oldkolonie kamen, als Leiter am Koloniesamt gewählt worden, dort ist Beweis dafür, dass man die erste Einwanderer, die sich all bei Westland anfangen zu organisieren, um auf die Wassersalben abtragen, doch auch ein Schaffamilies wären, die aus der Oldkolonie gekommen wären. Wann vielleicht auch das gerade Report von dieser ersten Gruppen Oldkolonie-Einwanderer von der Fürstenlandkolonie kamen. Wir sehen uns all vorher, dort wird von unseren Vorfahren ab der Oldkolonie all 1842 mit Schulreform angefangen haben, und dass sie dort eine Lehrerschule gegründet haben. Wir sehen uns auch all eher, dass Johann Cornis dem oldkolonischen Lehrdienst ab der Oldkolonie an 1843 die Kontrolle über ihr Schulwesen ganz wahrgenommen hat.
En we sehen uns ook al eher, dat van daar aan de Konflikt zwischen dem Gebietsamt und dem Leerdienst oder de Ooms immer noch groter geworden wir. En we sehen uns ook al, dat de Oldkolonisten sich von daar aan entweder ab die Kolonisten ihre Sied stahlen mussten, die mit Kornis an Schulverbesserung schafften, oder ab die Kolonisten en Ooms ihre Sied, die innerlich ganz jähen Kornis seine Schulreform wären, auch wenn sie durchaus nicht mehr mitmerken können, wenn Kornis erst die Entscheidung gemerkt hat, die Oldkolonie ihre Schulen ab seinen Weg zu reformen. Diese Konflikte zwischen den Oldkolonisten, die für Schulreform wären und die was jähen wären, wurden immer noch größer, weil die russische Regierung durch die Kolonisten ihr Gebietsamt, was die mennonitische Schulen kontrolliert, über die Jahren immer noch größeren Einfluss auf ihre Schulkinder hat. Und nu dat älteste Johann Wieb mit den ersten Gruppen größtenteils Fürstenländer in Manitoba angekommen wir, oder wenigstens höchstwahrscheinlich meistens mit so einer Eltern, die mit einem Tag noch immer träg nur ihrem alten Schulwesen überwohnen mochten, und mit einem kleineren Teil von der alten Kolonie, die daran wahrscheinlich auch auf ältester Wieb seine Sied wären, nahm der Älteste diese Gelegenheit wahr, durch eine Broodaschaft das Schulwesen weiter trägt, unter dem Lehrdienst zu bringen. Die Ooms wollen hier in Manitoba weiter bestimmen können, wo ihre Kirchen und Schulen gerannt werden. Sie wollen bestimmen können, was an ihre Schulen gelehrt werden kann und was nicht gelehrt werden kann. Oder in andere Worten, alles was durch Kornis seine Schulreform über die letzten 30 Jahre geändert worden wäre, auch dort Karte Wiesen singen, was durch diese Schulen all in die Kirchen angekommen wäre, wird als weltlich gestempelt und muss hier im neuen Heimatland zurückgearbeitet werden. Der Regierungseinfluss in mennonitische Schulen in Russland wäre auch in Wirklichkeit all viel zu groß geworden. Das ist gut zu verstehen, dass viele Leute sich noch immer stärker nur einem Schulwesen sehnen, was nicht von einer weltlichen Regierung kontrolliert wird. Aber wenn man dort bessere, rechtere Jüdisch lehren und dort rechtere und kärtere Wiesen singen auch als weltlich stempelt und verlangt, Trägnum für Plautdietsch den Jüdisch lehren zu wohnen und Trägnum angeregelten, verschlappten Singen zu wohnen, dann kann sich dort nicht anders auswirken, als bloß noch mehr Konflikt verursachen, mangt die Oldkolonisten im neuen Heimatland. Und dort erst Krieg wurde von Anfang an gedauernhaft in Manitoba. Diese Konflikte wären noch immer da, als die Oldkolonisten nach Mexiko auswanderten. Wenn wir bei Mexiko sind mit unseren Geschichten, dann vertellen wir uns mehr davon. Von 1876 bis 1880 kamen hunderte Familien von der alten Kolonie in Russland nach Manitoba und siedelten auch in die Dörfer auf der Westreserve an, wo all viele von den von Fürstenland gekommenen Familien und auch ein ganzes Schau von der alten Kolonie gekommenen all wohnten. In diese Familien von der alten Kolonie in Russland, denen ihre leider alle in Russland bleiben, wollen hier in Manitoba mit den Fürstenländern sich topschlüten unter dem ältesten Johann Wieb seiner Leitung. Diese Hunderte von der alten Kolonie gekommenen Familien wären alle auch nach Manitoba ausgewandert wegen taugrotem Regierungseinfluss in ihre Schulen. All diese Familien wollen trägt nur einem Schulwesen, was nicht von einer weltlichen Regierung kontrolliert wird. Aber viele von diesen Familien aus der alten Kolonie wären Söhne, die sich doch gar nicht mehr rechtfinden können, dass sie sich von ältester Johann Wieb und von den anderen Ooms hier nu sollen sagen lassen, dass das Zollenwiesen singen weltlich wäre und dass die jüdische Sprache mit ihrem rechtmäßigen jüdischen Alphabet zu lehren auch weltlich wäre. Und dort vielleicht doch gar nicht so ganz einstimmig beschlossen worden wäre, dort Karte Wiesen singen
en dat rechtmäßige Jüdische Alphabet gebrochen für die Jüdische Sprache in Manitoba nicht mehr gebrochen worden soll, dort wird bald klar. Dann bald woonden mehr so eine Liedmann an, die dann nicht glaubten, dass die jüdische Sprache so zu ungerechten als die S weltlich wäre und dort Karte Wiesen singen weltlich wäre. Denn in mehrere Dorpen, in Rheinland, in Rheinfeld, in Rosenwoud, in Blumenwoud und vielleicht noch in etliche andere Dorpen, war doch noch Donau gesehen, dass so eine Lehrer angestellt worden, die in Russland und die Oldkolonisten ihre Lehrerschule als Schullehrer vorbereitet worden wären. So eine Schullehrer, die so ungerechten als in den Dorpsschulen in Russland all viele Jahre ungerecht worden wäre. Mit einem rechtmäßigen jüdischen Alphabet und nicht mit dem von Preisen mitgebrachten verplautitschten Alphabet. Die kanadische Regierung hat den Mennoniten die Freiheit gegeben, in Manitoba ihr eigenes Schulwesen zu haben, für immer. In der Oldkolonie ihre Dorpen hatten bald jeder ihre eigene Schule, die ganz unabhängig war von der Regierung und auf ihre eigenen Kosten gerannt wird. Aber die Manitoba-Regierung hat ein Programm, wodurch private Schulen Distriktschulen werden können und dann ein bisschen finanzielle Hilfe kriegen können von an. Die Kleingemeinden ihrer Schulen wurden durch das Programm all an 1875 alle Distriktschulen, beide auf der Osterreserve und auch auf der Scratching River Siedlung. Etliche Jahre später, in 1878, wurden noch etliche von den Beistoler ihrer Schulen auf der Ostreserve Distriktschulen und kriegen finanzielle Hilfe von der Manitoba-Regierung. Den Lehrerschein zu kriegen für sein erstes Jahr in der Distriktschule, wird dort untersucht, ob ein Lehrer fähig wäre, auch ein bisschen Englisch zu lehren. Und ehe ein Lehrer seinen Lehrerschein kriegt für ein zweites Jahr, musste er beweisen können, dass er sich ein bisschen verbessert hat in seinem Englisch kennen und so weiter. Jeder Distriktschullehrer soll am Ende vom Schuljahr auch einen Bericht schreiben und anschicken, aber das wird nicht immer. Von dem allerhand, wo das auf der Osterreserve die Beistoler aufgibt, und von dem bald mehr und bald weniger Distriktschulen auf der Osterreserve, können wir noch viel vertellen. Aber ich denke, die meisten von uns würden dort nicht interessant genug finden und dann würden uns vielleicht die Enge aufrichten an unsere Geschichte. Und 1882 gibt dort zum ersten Mal ein paar Distriktschulen auf der Westreserve. Eine von denen war eine oldkolonische Schule an einem oldkolonischen Dorf, im Dorf Rheinland. In dieser ersten Distriktschule der Oldkolonie waren 23 Kinder. Das ist ein Beweis davon, dass viele Oldkolonien noch an Schulverbesserung schafften und festhielten. Da wären aber in mehreren Dorpen so eine Eltern, die ihre Kinder Jahren in Distriktschulen geschickt haben, wo sie bessere Schulbildung kriegen können. Aber alle oldkolonische Eltern, die ihre Kinder in die Distriktschule schickten, wurden von der Gemeinde ausgeschlossen. Durch den Ausschluss geben bucht der oldkolonische Lehrdienst dort fair, dass in andere oldkolonische Dorpen nicht auch Distriktschulen angefangen wurden. In Rheinland wir büter der Distriktschule auch immer noch eine private Dorfschule. Unsere Zeit ist al aufgeräumt. Wir müssen hier weiter aufbrechen. Nächstes Mal unterhalten wir uns noch wieder über unsere Vereltern, ihre Erfahrungen in Manitoba. Vielleicht kommen wir sogar noch was zu Saskatchewan. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht oder einen guten Tag. Don't know wann ihr das hören. But nächstes Mal. Ich sehe George Rankin.